nicht unbedingt wegen des Schreibstils, sondern wegen der Grundgedanken, Håkans Erlebnisse und seiner Beschreibung des damaligen Liechtenstein. Es ist einfach eindrücklich. Es ist ein Liechtenstein, wie viele es nicht gekannt haben, doch bis in die Mitte der 50er Jahre war es noch fast so, wie er es darstellt, arm und bescheiden und damals schon mit Offenheit und Dankbarkeit gegenüber der Helfer. Es gibt zahlreiche lustige Textpassagen über Begebenheiten während der Arbeit, denn trotz militärischer Strenge in der Organisation ließen sich die Helfer nicht vollkommen einschränken. Håkan Nederland war nicht nur hilfsbereit, sondern auch kontaktfreudig. Und so möchte ich hier gerne eine kleine Passage aus einem Brief als Beispiel zitieren. Neulich morgens beim Appell gab es etwas Ärger, weil ein Deutscher und ich während der Arbeit zu viel miteinander redeten. Dies ist auch schon anderen passiert. Wir wurden zum Oberst gerufen und uns wurde mitgeteilt, dass wir dies nicht dürften. Darüber war ich ein wenig erbost und habe dies auch gesagt, denn der Sinn der Hilfsarbeit ist ja unter anderem Verständigung unter den Völkern zu schaffen. Wie soll man das können, wenn man nicht sprechen darf? Wir machen uns nicht viel daraus. Es ist nur unser Arbeitsleiter, der etwas zu übereifrig ist und seine Aufgabe falsch verstanden hat. Die Schweizer neigen dazu, alles viel zu ernst zu nehmen. Gerade jetzt in diesen Wochen mit dem vielen Regen, dem Hochwasser und Überschwemmungen in vielen Regionen ist das Thema besonders aktuell. Für die Medien sind es oft nur die spektakulären Bilder von Überschwemmungen, auf die sie fokussieren. Ihr Interesse liegt nicht unbedingt dem danach, dem großen Aufräumen, dem Säubern, der Verzweiflung über Verlust und Schäden. Es gibt da viele traurige Schicksale, von denen jedes Einzelne seine Geschichte hat und wo auch geholfen werden könnte und sollte. Auch seinerzeit 1927 war man sehr froh und dankbar über die Akuthilfe unmittelbar nach der Katastrophe, wo Mensch, Tier, Hab und Gut gerettet wurden. Doch als das Hochwasser sich zurückgezogen hatte, sah man, was unter den Wassermassen an Geröll und Lehm angeschwemmt worden war. Die Felder sahen aus wie ein riesiges, ausgetrocknetes Bachbett. Die Bewältigung dieser Aufräumarbeit wäre für das arme, in Not geratene Land ohne fremde Hilfe unmöglich gewesen. Die Hilfsarbeit von 1928 war nachhaltig und wichtig, wie man noch heute feststellen kann. An vielen Häusern, wie einst auch an diesem, gab und gibt es noch Marken, die den Stand des Hochwassers von damals zeigen und an diese furchtbare Katastrophe erinnern. Sie sind kleine, aber beeindruckende Maßnahmen. Ich wünsche uns allen, wir mögen von Katastrophen verschont bleiben, denn Katastrophen kommen leider immer wieder. Wir sind als Menschen aufeinander angewiesen und so hoffe ich, dass solche Hilfsdienste nicht eine aussterbende Institution sind. Ich wünsche uns vor allem auch, dass wir die guten, alten und bewährten Werte nicht vergessen. Darf ich Sie auffordern, die Ausstellung auf sich wirken zu lassen.